Hallo zusammen und alles klar soweit. Da ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris. Ganz im Black Ops 2 Fieber habe ich in den letzten paar Tagen recht Black Ops, der erste Teil natürlich, gezockt. Könnte ich den zweiten schon spielen, würde ich natürlich das machen. Aber eben, ein bisschen Black Ops 1 jetzt in dem Sinn gespielt. Und ja, es ist extrem interessant. Die meisten Games sind entweder so, dass ein Team komplett dominiert, entweder bin ich mit einem Haufen kompletten Vollspackos im Team, die echt nichts auf die Reihe bekommen, oder wir sind auch der Gegner dermassen am Dominieren, dass ständig ein SR da oben ist und immer wieder ein paar Hündchen rumstreuen. Und von dem her, ja, ist es nicht wahnsinnig interessant gewesen. Nichtsdestotrotz hat es natürlich zum Teil auch Spass gemacht. Und ich muss einfach sagen, wie sich das Ganze anfühlt und so. Black Ops One Love. Für mich ist das wirklich das beste Call of. Und das ist immer jedem natürlich seine Sache, wie man was findet. Und ich will auch nicht sagen, dass ich diese Scheiße finde. Ich denke, bezüglich MW3 habe ich mich genug geäussert. Mit dem MW2 bin ich auch nicht so warm geworden wie viele andere. Aber wie gesagt, Geschmackssache finde ich jeden voll easy, der ein anderes Call of auch gut findet oder eben das Beste. Ja, mit was spiele ich da eigentlich? Ihr seht, die viereckige jetzt gar nicht mehr. Die viereckige Spectre war mir Hang. Spectre steht ja so ein bisschen für Geist oder Gespenst irgendwie, habe ich mal nachgelesen. Und ja, kein Plan. Irgendwie gefällt mir die einfach sehr gut. MP5 ist natürlich auch immer super mit Steady Aim und Rapid Fire. Und die AKU muss man niemandem erzählen, die ist natürlich auch super. Aber wieso nicht mal ein bisschen mit der anderen spielen? Und da gefällt mir eben die Spectre schon noch gut. Habt vielleicht auch gesehen, das Crown Crew Logo, das ich hier draufgeklatscht habe. Jetzt sieht man es natürlich wieder nicht, aber das tut jetzt so nichts zur Sache. Hier mal Galil aufgenommen. Das Reflexvisier ist das, genau. Und ja, ich mache mir eigentlich noch einen Spass daraus, weil mit der Spectre brenne ich ziemlich schnell durch die Munition. Mit dieser Klasse, die ich spiele, habe ich Lightweight Pro. Was habe ich eigentlich? Slay of Hand, also schneller nachladen. Und Marathon Pro natürlich drauf, also die Ultra Flink Klasse. Vielleicht habe ich auch Steady Aim Pro in der Mitte, bin nicht ganz sicher. Spielt jetzt aber hier auch keine Rolle, weil die Sache ist die, brennen auch relativ schnell immer durch die Munition durch. Und dann mache ich mir eigentlich so ein bisschen Spass daraus, halt immer die Waffen vom Gegner aufzunehmen. Und es hat massig Knarren mit Schalldämpfer drauf. Und das ist ja nicht wirklich ein Problem, ich meine, voll easy, ich spiele auch gerne mit dem Schalldämpfer. Aber es hat einfach auch extrem viel von den Ghost-Schalldämpfer Ninja Pro-Typen. So wie der vielleicht gerade hier. Aber ja, wenn ich mich jetzt fest ab diesen Nerven, habe ich mir jetzt auch so eine zusammengestellt. FAMAS mit dem Schalldämpfer, Ghost, schnell nachladen und eben Ninja Pro. Und ich meine, dann bist du unsichtbar, mein. Und ich habe jetzt das Ding immer drin. Das Aufklärungsflugzeug, so die Stördrohnen, Störflugzeug, keine Ahnung. Und der Blackbird halt. Der beste Killstreak, den es jemals gegeben hat. Und die Spekulationen bezüglich der neuen Killstreaks sind auch bezüglich dem Satellit, dem Orbital Satellite oder wie er auch immer heisst. Eben so, dass der auch wieder Blackbird sein sollte. Und ich hoffe es ganz schwer, wirklich. Weil das Advanced UAV, das kannst du eigentlich auch gut hinten reinschieben. Die Idee, dass 3 Drohnen, Spyplanes eigentlich nach das Advanced UAV geben, finde ich hingegen ausgezeichnet. Von dem könnten sie festhalten. Aber eben, das Teil war für den Arsch, wo der Blackbird. Ich meine, wenn der Blackbird läuft, ist die Jagd eröffnet. Und wenn es ein gutes Team ist, sobald das der erste Blackbird drin hat, von der zweite und der dritte und vielleicht der vierte und der fünfte und der sechste da ihre Killstreaks aufzubauen. Und wie gesagt, wenn der Blackbird läuft, dann hat man einfach einen unglaublichen Vorteil, was sicher auch ein bisschen unfair kann sein. Aber ich finde, mit 8 ist er noch gut platziert. Man kann ja Killstreaks auch nicht aufeinander aufbauen oder eben jetzt den Angriffsheli nach den Blackbird holen. Das passt eigentlich auch in dem Sinn. Und ja, zwischendurch immer wieder Select drücken, schauen, okay, einer ist jetzt gerade irgendwie bei 6 noch unterwegs. Und dann geht es dann darum, dass man den ausschalten kann. Und selbst wenn der Blackbird mal drinnen ist, dann schaut man, dass man eine Counterdrohne hat, das Störteil.
wo wir vorhin schon darüber geredet haben. Und dann ist das auch ein bisschen ausgeschaut. Also es ist von der Balance her ist es wirklich ausgezeichnet. Sniper kann man jetzt auch besser im Black Ops als auch schon. Und ja, das macht mir eben eigentlich schon noch Spass, das Game, muss ich wirklich sagen. Und ja, das Neue wird vermutlich noch besser. Und denen, die Black Ops gefällt, die können sich hier schon mal richtig freuen. Und ja, die anderen probieren es vielleicht mal aus. Ich meine, viele haben eigentlich im Black Ops auch gar nicht eine grosse Chance gegeben, weil es halt irgendwie nicht von Infinity Ward ist, es ist nicht das Modern Warfare. Aber genau in dem liegt eigentlich in meinen Augen auch der Fehler. Also ich will das hier niemandem ins Bein pissen. Aber es ist mittlerweile so, dass Treyarch eigentlich der bessere Spielehersteller ist als Infinity Ward. Und das rein aus dem Grund, weil sie eigentlich aufs Feedback der Community, aufs Feedback von den Fans auch hören. Und ganz im anderen Rahmen, als das Infinity Ward macht oder eben auch Beachhead Studio, wer so immer jetzt genau am Schrübeln ist. Aber die Sache ist doch einfach die, klar gibt es jetzt beim MW3 auch zwischendurch so ein bisschen Patch und jetzt haben sie ja gerade ein paar Knarren noch ein bisschen besser gemacht. Aber es dauert eigentlich alles immer ein bisschen länger dort. Und ja, sie sind auch nicht unbedingt so kommunikativ. Dort der David Vanderhart, das ist glaube ich der Chief dort von Black Ops 2, der Producer oder wie das heisst. Und ja, der ist jetzt auch nicht unbedingt der Überkommunikator, aber er erzählt zwischendurch etwas. Und er hat zum Beispiel auch angekündigt, dass am 15., wenn ich mich nicht täusche, bis am 18. ist ja Gamescom. Und dort wird es ja dann neue Bilder zum Multiplayer geben, oder bewegte Bilder, besser gesagt. Und ja, mal schauen, also wenn man es effektiv auch zocken kann, habe ich mir eben schon überlegt, gegebenenfalls schnell auf Köln rauszuheizen für einen Tag und sich das dort anzuschauen. Aber ja, mal schauen. Eben, am Mittwoch sollte es ja, glaube ich, wieder losgehen. Mit neuen Videos oder was auch immer, Livestream, ist ja auf Xbox Live, sieht man es auch im Hauptmenü gerade. Und ja, da kann man sich das dann mal reinziehen. Und holy Kanüli, weisst du, ich will schon nicht unbedingt jetzt zu fest mich drauf freuen, weil wenn es dann nicht so toll wird, ist die Enttäuschung umso grösser. Aber ich spiele jetzt Black Ops hier und ich muss sagen, es fühlt sich einfach schon gut an. Und auch gerade, dass man eben ein bisschen mehr Leben hat oder die Waffen ein bisschen schwächer sind. Vielleicht ist das weniger realistisch als im Modern Warfare, aber wer einfach beim Call of Duty von Realismus redet, hat es nicht ganz verstanden. Und die Sache ist eben die, ich meine, wenn man ein bisschen mehr Leben hat oder eben die Waffen ein bisschen schwächer sind, dann kann man zum Teil auch noch schnell im Kugelhagel entkommen und so. Und das führt dann in meinen Augen eigentlich zu viel spannenderen Gefechten auch, als jetzt im MW3. Ich meine, dort bist du nicht schnell her, verkackst, Tag tot, Feierabend. Und zieht euch jetzt das gerade rein. Wunderschön. Dies hat sicher auch ein bisschen leid geschossen und die hat es komplett verhängt. Aber die Sache ist die, wenn er das überlebt, ich kann mir jetzt überlegen, wie will ich mir jetzt genau an diesen Typ hernähern, will ich nur die Flagge rein, ja, ich probiere es mal, der Yui ist auch ein bisschen reinballern, der Aimbot schnell montiert, der wird schnell runtergeschnetzelt. Ja, das Aiming ist eben schon ein bisschen eine Sache und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das nur mit dem Alter zu tun hat. Grundsätzlich ist es so, dass ich sicher auch ein bisschen weniger geübt habe in den letzten Wochen als auch schon. Wenn ich sehr intensiv spiele, merkt man, wie bei allem, wo man viel macht, wird man einfach auch ein bisschen besser. Hoffentlich auch. Aber ja, so reflextechnisch und so ist es auch schon noch abgefahren. Wenn ich dann meine eigenen Gameplays nochmal irgendwie anschaue, muss ich sagen, ja, also der ist auch schön verhangen. Ich glaube, jetzt kommt gerade so eine Szene, wenn ich mich nicht täusche. Da schnell ein bisschen chillt, schnell ein bisschen geschaut, was geht ab. Kommt ein Kollege, mal schnell ein bisschen reingeschossen. Kurzer Panikmoment, ja, nein, das war in dem Fall nicht da gewesen. Aber ja, das spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Ihr seht, ich amüsiere mich relativ gut. Darum wollte ich das auch schnell mitteilen. Oder noch der eine oder andere hoffentlich können begeistern fürs Black Ops. Ich will da nicht unbedingt für erhöhte Verkaufszahlen sorgen. Aber ja, es wäre schade, wenn ihr es gar nicht ausprobieren würdet. Ganz ehrlich. Und darum mal schauen. Es wird sicher jetzt noch ganz viele zusätzliche Infos geben, wird noch einiges erklärt, auch wie die Funktion mal sein von den Killstreaks, Pointstreaks, was gibt was. Und ja, wir können gespannt sein. Ich bin sehr gespannt. Das war das Gameplay gewesen. Schön zusammen.